wollte von der Botschaft haben über ein Schafchen Jever. Alle Menschen gleichen Jever. In der Bibel sagt es erst beter die Jeven als nehmen. Der grootste Jever und der schafste Jever ist Gott. Gott leeft de Welt so sehr, dass er zijn einzigen Sohn gaf, zodat alle die aan hem leven nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Gott ist ein schaffer Jever. In Lukas 12, Vers 32 sagt Jesus zu seinen Jüngern, dort ist jün Vater seine Friede, jün dort Himmelreich zu geben. Dort ist den Vater seine Friede, uns sein Recht zu geben. Gott ist ein schaffer Jever. Er freut sich zu geben. Römer 8, Vers 32 sagt er, wo die sein eigenen Sinn für uns alle Hand geben, uns dann nicht alles mit ihm schenken? Die wird all sein einzigen Sehen gegeben haben für uns, sagt er, würde er da nicht auch uns alles schenken mit Jesus? Und die Antwort ist, ja, er tut. In 2. Petrus 1, Vers 3, du lest wie dort, seine Gotteskraft hat uns alles geschenken, was wir zum Seilig waren, in ein frommes Leben brücken. Dadurch, dass wir den kennenlernen, der uns so viel Gute zukommen lässt, dass er uns zu seiner eine Herrlichkeit berufen hat. Seine Gotteskraft, sagt er, hat uns alles geschenken. Er ist ein froher Jever. Er jaft. Immer bleibt er beim Jeven. Alles, was wir haben, alle gute Gaben kommen von Gott. Er ist ein schaffer Jever. Und dann in 1. Korinther 3, Vers 9 sagt er dort, wir sind seine Mitarbeiter. Wenn wir Gott seine Mitarbeiter sind, dann müssen wir betrachten, was ist Gott seine Arbeit, dass wir mitarbeiten können. Weil erstlich sagen wir, dass seine Arbeit ist geben. Immer geben und geben und geben. Er bleibt beim Geben. Er hat eine Freude zum Geben. Das ist eine große Freude, uns den Himmelreich zu geben. Und seine Gotteskraft hat uns alles geschenken, was wir brauchen zum seilig werden, in zum gottseligen Leben. So Gott, der immer geben, er bleibt immer bei geben. Und wenn wir wollen seine Mitarbeiter sein, dann wollen wir mal lernen zu geben. Zweite Korinther 9, Vers 7 sagt, dass Gott lebt in freilichen Jever. Gott leeft in schaften Jever. Dort freut an, wenn er sieht, dass wir wirklich in schaftig Jeven tun. Wo wir ein? Willst dann da wir mit ihm mitarbeiten. Wenn wir schaftig Jeven tun, dann sieht er, dass wir sind so als sein einer sehen. Der da wirklich wir sich selbst geben, sein Leben geben, omdat er uns ewiges Leben geben. Zodat er uns den Heiligen Geist geben. Zodat er uns Orven merken, zodat wir sein Himmelreich orven. Und so, wenn wir wollen ein Mitarbeiter sein mit Gott, dann müssen wir lernen zu geben. Na, manchmal, wenn wir von geben hören, dann denken wir vielleicht das erste an Geld. Das ist bloß ein Part davon. Das ist lang nicht alles. Das ist viel mehr, wenn es kommt zum Geben als Geld. Aber das ist auch ein Part davon. Wir haben ein Beispiel
in Apostelgeschichte Kapitel 2, und weil du wat Versen lesen, in Apostelgeschichte Kapitel 2, fangen wir an Vers 44. Hier wären die neue Gemeinde. Die, die wären jetzt zum Glauben gekommen, die hatten die Botschaft gehört von uns, die Herr Jesus wieder aufgekommen, die Jünger gingen raus und predigten das Evangelium. Die hatten das gehört, die hatten das am Glauben angenommen. Und die hatten dort eine große Freude zum Geben. Und wir wollen lesen, wir werden ein bisschen betrachten, was für einen Eindruck das hat und die Menschen rumgehend, als die sahen, wo diese Menschen geben. Die sahen das nicht nur bloß über die erfuhren, das, wo diese neue Christen wirklich schaftig geben. Apostelgeschichte Kapitel 2, fangen wir an von Vers 44. Sagt er, in all die zum Glauben gekommen wären taub und hatten alle Sachen gemeinsam. Sie verkauften ihr Haben Geld und verteilten dort manchmal, nur noch als in jeder dort fehlt. Sie bleiben dabei, dass sie alle Tag im Tempel taub kämen und gingen auch von Haus zu Haus dort Brot brechen. Sie eiten mit Freude taub und wären von Horten bei der Sache. Sie lobten Gott und hatten die Freude, dort an alle Menschen Gott zugetan wären, und der Herr bracht alle Tag Sohn in die Gemeinde, die durchseilig wurden. Diese neue Christen, diese neue gläubige Menschen, die hatten erfahren, Gott seine Gabe. Die hatten die Gabe angenommen. Sie sagen dort an, dass Gott hat sein einzigen Sehen gegeben, verehrt. Und der Sehen Gottes, der hat sein Leben gegeben, verehrt. Der hat ein ewiges Leben gegeben, als er ihn hat angenommen. Und dann hat er sein Helden Jesus gegeben. Und die waren so voll von das, was er gegeben wird, dort ran bloß Eva. Und das sieht, die hatten alle Dinge gemeinsam. Wenn sie sahen, dass wem was fehlt, dann streckten sie aus. Dann gaben sie. Es sagt sogar, dass sie verkauften ihr Haben Geld. Die Dinge vielleicht, was ihnen gar nicht fehlen, oder wo sie können drohen mit fertig werden. Sie verkauften die und gaben, sodass andere ihre Bedürfnisse können erfüllt werden. Und als die Menschen ihnen dort sahen und erfuhren, wo diese Menschen geben deuten, sagt dort dann, hatten sie einen guten Namen, sie waren gut angesehen, sie hatten Favor mit den Menschen ihnen. Und das sagt dort, der Herr, der jeden Tag mehr zu der Gemeinde bringen, wo wir will sie erfuhren, der Leib Gottes. Und der Leib Gottes ist ein gebende Leib. Immer weiter sei wie, dass Gott jaft. Und so, wenn wir berufen sind, seine Mitarbeiter zu sein, dann ist es unsere Aufgabe, zu geben. Das ist die Geben von ihr Haben Geld. Die Geben von ihrer Zeit. Sie gingen von Haus zu Haus und hatten Gemeinschaft. Sie nahmen sich Zeit, sie geben von ihrer Zeit, kamen taub im Tempel zum Beten. Sie geben sich selbst an in ihr Haben Geld, Gott sein Reich wieder zu bringen. Und als die Menschen daran dort sahen, du können sie nicht gehen, du mochten so ein Port von sein. Und viele bekehrten sich, jeder Tag wurden mehr und mehr zugeteilt zu der Gemeinde. Weil diese Menschen erfuhren, dass Gott ein gebender Gott ist. Die erfuhren, dass Gott seine Kinder gebende Menschen sind. Weil sie haben so viel gekriegt, die geben davon. Die kriegen mehr, als was sie können behalten, das Rand Eva. Und als sie das erfuhren, sie sagen, das möchten wir auch haben. Das ist auch so, was wir würden gleich haben. Und die nahmen das an. Und Gott seine
Gemeinde, die was, die Nom Tau. In Apostelgeschichte Kapitel 4, von 32 bis 35. Apostelgeschichte Kapitel 4, 32 bis 35. En sagt dat al die in de gemeente vieren, ein Hort in eine Seil. Du seht doch keiner, dat hij dat eend, wat hij bezatten deed. Überhouden alles, alle taub. En de Aposteln geven met grote kracht Zeichnis, dat Jesus Christus vom Dood abgestoßen wir, in de genood wir bij aan alle sehr groot. Du wie ook keiner, die dort an irgendwas fehlt, wils wer Land oder Häuser hat, verkauft dort und bracht dort Geld, was er dafür gekriegt hat, und übergab die Aposteln dort, die teilten dort Donner uit, als jeden dort fehlt. Weiter lesen wir hier, wo die geben deuten. Even Häuser in Land verkauften sie, wo sie sagen, dass ein Bedürfnis wir, dat dat Bedürfnis kann erfüllt werden. Und das sagt, dass sie wären damit bei von ganzen Herzen. Nicht mehr bloß, oh, hier ist so eine große Bedürfnis, da wollen wir am besten geben. Nee, das heißt, mit ganzen Herzen wären die dabei und die geben hier, das wären Schafgeber. Sie hatten dort von Gott erfahren, empfangen, und nu geben sie das wieder, sodass andere können gehalten werden, und andere können das Leib Gottes erfahren, und dadurch vermehrt die Gemeinde sich sehr. In Römer Kapitel 12 habe ich eine Anspannung, wo wir sollen als Bürger und Recht Gottes leben. Römer Kapitel 12 von 10 durch 13. Als Brüder soll die untereinander von Horten gut sein. Merkt immer Ruhm für den Nächsten seine ihr. Sieht nicht viel, wann dort kommt zum Daunen, was die daunen sollen. Sieht dringend am Gest, den Herrn zu dienen. Sieht Frau in jene Hoffnung, geduldig, wann je lieden, anhaltend im Gebet, halbt Jahren, wo der Herr dort fehlt, sieht gastfrei und abnehmend. Das ist, was er sagt, was wir als Gläubige, wir als Kinder Gottes sollen eiven in uns leben. Er sagt, dass wir sollen dringend am Gest sein. Nicht so half und half. Ja, mit halve Wort, du willst bei sein. Aber dringend am Gest. Ernst mit der Sache sein, jeden teilnehmen. Er sagt, wo der Herr dort fehlt, sollen wir jeden teilnehmen, die Bedürfnisse zu erfüllen. Er sagt, und merkt immer Raum für den Nächsten seine ihr. Immer den anderen herholen als uns selbst. Mehr wertschätzen als uns selbst. Er sagt, sieht nicht viel, wenn es kommt zum tun, was die tun sollen. Wenn es kommt zum Gott sein Wort tun, nicht viel sein, nicht zu denken, oh, aber das ist ein Zeug reinmerken, das ist Stoff absühen, in Stoff aufwaschen, in Schweinerei abbringen. Dort kann uns noch wer tun. Nee, ihr bitte sagt sein, dort tun, das wollen wir zu den Herren tun. Alle Arbeit in den Herren seine Arbeit ist eine wichtige Arbeit. Zu alle Arbeit, sagt die Bibel, hast du einen Lohn. Und Jesus sagt, even wenn ihr ein Kuffel kallet Wutter geben in meinen Namen, zu mir deiner, sagt er, da wird nicht unbelohnt gehen.
wird nicht unbelohnt bleiben. Alle Arbeit, was für den Herrn getan wird, ist eine wichtige Arbeit. Es ist eine Arbeit, was wird es zu tun von ganzen Herzen. Mit alles dabei sein. Und sagt er, sieht Frau in jene Hoffnung. Weil unsere Umstände, die wollen nicht immer so sein, dass wir uns zu den Umständen freien können. Aber sagt er, sieht Frau in jene Hoffnung. Was ist unsere Hoffnung? Unsere Hoffnung ist, dass wir sind erlöst. Unsere Hoffnung ist, dass Gott wird sein Wort holen. Er wird nie nicht trägen und sein Wort. Unsere Hoffnung ist, dass unsere Seele geankert ist in Christus. Und so dadurch haben wir uns dann freien. Jesus sagt zu seinen Jüngern, freut euch nicht, weil sie Diebel sind und Jadonen sind, aber freut euch, weil sie Namen im Himmel geschrieben ist. Du hast unsere Hoffnung. Das ist die Versicherung, was Gott uns versprochen hat, was er uns gegeben hat. Das, was diese neue Christen erfahren haben, das, wo wir sie so froh werden in Jahren geben, schafft ich werden zu geben, was immer du fehlt. Und sie das haben, dass wir sie willig zu geben. Paulus, ein von den Gruppen von den Gläubigen, dann sagt er, ich bin mir überzeugt, wenn je haben könnt, je würden haben die Uhren uit den Kapitel Nummer gegeben. Die hielten nicht drei. Die mit alles, was sie hatten und können und wären, sahen die an, mit zu helfen, wo immer das fehlt. Und die Menschen drumherum, die beobachten dort, und die sagen, die Leib Gottes an der Arbeit, und dort haben getragen, sodass viele die Tod haben. Jeder Tag werden mehr und mehr dabei getan. Seit halb Jahren, wo der Helge dort fehlt, sieht gastfrei und abnehmend. Das ist, was wir kennen, den Leib Gottes mitteilen mit einem den anderen. Eine offene Dörren zu uns Haus. Dass Menschen willkommen sind zu kommen, mitteilen, was wir haben. Ja, das wird mit mehr Großes kosten. Ja, das wird mit mehr Unkosten geben. Ja, das wird Zeit nehmen. Aber das ist das wird. Weil wir denken, was er getan hat für uns, er hat den Himmelsstern aufgemerkt für uns. Er hat die Zeit genommen, vom Himmel raufzukommen, hier auf dieser Welt zu leben, als Mensch, unsere Schwachheiten zu erfahren und zu drehen, unsere Schuld, unser Sinn, unsere Krankheit, alles hat er gedreht. Und dass die sterben für uns, er nahm Zeit für uns. Und er sagte, er ist ein Beispiel, und das ist aber einer von den anderen auch. Sagte, Jahren mithelfen, in gastfrei sein, immer bereit sein, Menschen einzuladen, zu nehmen, mitzuteilen, was immer und wo immer dort fehlen wird. 1. Petrus 4, Vers 10 sagt dort, in jeder soll seine Gabe, die er gekriegt hat, brücken den Nächsten zum Gaude zu dienen. Und ein Verwalter, der mit Gott seine Gnadenswerken, mit Gott seine Gnadensgaben treu umgeht. Viel ist uns geschenkt worden. Und die Seite soll wir dort nehmen und dort ein guter Verwalter sein von dort. Seid ihr in jeder einer, du noch als die Gabe gekriegt hast, du soll er arbeiten. Nicht sein, nur wenn ich den Nächsten seine Gabe habe, oder wenn wir so ein Haus haben, dann würden wir auch Menschen einladen. Oder wenn wir ein bisschen Recke haben, wir können Gauden eten und da springen, dann würden wir auch andere Menschen einladen. Wir können immer Excuses geben. Wir sind nicht verantwortlich, mit dort zu verwalten, was der Nächste hat, was Gott den Nächsten noch anvertraut, aber dort, was er uns anvertraut hat. Du sind wir verantwortlich für. Sagt er, in jeder einer, selbst jede Gabe, die kriegen haben, braucht die, zum allgemeinen Nutzen, so dass andere durch den Gedanken kriegen, dass andere in Sehen kriegen dadurch. In 5. Mose 8, Vers 18
sagt dort, holt den Herrn, jün Gott im Denk, dort als Hei, wat jün de Kraft jeft, recht zu worden, oder Reichtum taub zu schaffen. Sagt er, holt Gott im Denk, da ist er, wat jün de Kraft jeft, Geld zu verdienen, Dinge taub zu schaffen. So dann ist dort nicht uns, wir sind nicht die Ehendeimer, wir tun dort bloß verwalten. Wir sind verantwortlich, mit dort zu verhandeln und zu verwalten, was Gott uns anvertraut hat. Er hat uns die Kraft dazu, ein mehr als der anderen. Aber wir dürfen uns nicht vergleichen, einer mit den anderen. Wir dürfen nicht sagen, wenn ich das so habe als die, dann würde ich auch so kennen. Oder wenn ich so eine Gabe habe, dann würde ich auch willig sein, Gott zu verdienen. Boy, wenn ich Musik spielen kann, das darf ich alleine tun, dann würde ich auch willen, Gott dienen. Oder was immer das mag sein. Nicht ramtjicke sein, wenn ich so und so kann oder so und so habe. Nee, wir sind verantwortlich für dort, was Gott uns anvertraut hat. Mit die Gaben sollen wir die verwalten, sodass andere in Genotten durchtreten. Was immer das ist. Was immer die Gaben sind. Ich merke das traurig, wenn ich sehe, wo Gott einzelne Menschen hat, besondere Gaben gegeben, in großen Serien sind viele Menschen, dann tun sie ein Copyright an, dann sagen sie von jeder Bestie dort, weil ich was drei habe, weil ich nicht nicht habe. Oder dann sagen no, wenn du diese Gabe was in je nicht kriegen, was Gott mir gegeben hat, dann wirst du mir betonen. Das macht mich traurig. Gott sagt, er ist der, was die Gott gegeben hat. Und der hat er nicht gegeben für uns. Aber dort wir die Brücken zum allgemeinen Nutzen. Dort hat er es gegeben. So, wenn Gott uns lässt, mehr Tag kommen, was tun wir dann damit? Uns das mit der Makel merken? Mit den schmackeren Qualitäten, mit den geraten Hausbühnen, vielleicht mit den mehr Wachlein für Retirement oder für Vacation oder whatever. Was tun wir damit? Wir sind verantwortlich, mit dort zu verhandeln, auf so einen Weg, dass alle Mann die Raum uns in die Nacken durchkriegen, sodass die wollen Gott seine Leben erfahren in uns, durch uns, und dadurch nur Gott getroffen worden. Kriegst du es, wie lesen in der Apostelgeschichte, wo das passieren wird. 1. Korinther 4, Vers 7, sagt Gott, wer jaft die dort recht, die wird anzubilden? Und was hast du, dort die nicht erst gegeben worden? Und wenn du dort gekriegt hast, warum puchst du die dann, als wenn die dort selbst verdient hast? Was hast du und was habe ich, was uns nicht erst gegeben worden? Weißt du, wenn wir das ganz aufrichtig betrachten, dann, alles, was wir haben und alles, was wir sind, hat Gott uns zukommen durch andere Menschen und durch das, was er uns direkt gegeben hat. Alles. Deine Lehre, was du gekriegt hast, deine Schule, was du gehabt hast, all dein Haben Gott, deine Wissenschaft, alles hat Gott die Leute zukommen und hat durch andere Menschen, die das Leute zukommen. So sagt er, was hast du, was du nicht gekriegt hast, was dir nicht geschenkt ist worden? Und andere wird nichts. Wir haben nichts nicht, was uns nicht erst, was Gott uns nicht auf Leute zukommen, was uns nicht erst geschenkt worden. Alle gute Gaben kommen von Gott. Er ist der Geber von allen guten Gaben. Und er hat uns so reichlich gegeben, gesegnet, lassen zukommen. Matthäus 10, Vers 8 sagt er, die haben dort umsonst gekriegt, gebt dort umsonst wieder. Er redet hier von den Gaben, die seine Jünger anvertrauen, die Kraft,
wat hij entgeeft in de goven, wo man zij kunnen gaan in dat himmelrijk wieder drauen, sagt dat hij je umsonst gekregen, dat het umsonst wiedergeven. Dat is niet voor jun genoten, dat is voor zijn genoten. En hij wil gaan, dat zal uitgespreid worden. Niet dat we dat taub roepen en dat vasthouden en voor ons zelfs houden en voor onze eigen genoten brokken. Jezus bracht een bijspel van een vormer, die een zeer grote arm gekregen had. En hij bezag zich dat en rekent zich uit hoeveel ton van akker hij wordt krijgen. En dan deed hij de spikkers bemeten en zag er dan aan dat we bij nevers gaan rekenen. We hebben lang niet genoeg ruimte om dat alle op te worden. En zo hij zat zich daar in de meukenploon en hij dacht bloos aan zichzelf. En dan wordt de spikker stolreden en dan wordt me rater buren. En dan wordt het alle door hen brengen. En dan wordt het mezelf zijn, te mijne zal zijn, du hast veel hebben gehad voor vele jaren, du kannst tidig retiren. En dan kannst je het laten schijn gaan. En dan kannst je een gouden dag leven voor de eeuwige tijd wat je hier hast. En God zegt, du nou. Dit is nacht wat die zal voor die geforderd worden. En wer wordt dan dat krijgen wat du op je arbeid hast. Wat die is geschonken worden. Dan gaan we er maar een beetje dichterbij bekijken dan. Wer had deze arend laten wassen? Wer had het gezegd dat getrei zoveel gebracht had, dat zijn spikkers niet ruim hadden dafür? Had hij dat gedaan? Nee. Hij had best dat land bearbeidet en dat zoete dan gestreit. Vielleicht heeft hij nog een beetje gewässert. Vielleicht heeft hij nog een beetje kruid geweiht. Maar hij had het niet merken wassen. Hij had het niet vermeerd. Dat had God gedaan. En God had het erop gedaan dat vele mensen zullen een genoten krijgen. Maar hij zei te zichzelf, dit wil ik alle van mij houden. Dit is voor mij. Ik betaal mezelf eerst. En dan wordt alles wat je noemt, wat hij had. En dat is een gouden beeld voor ons in betracht te nemen. Dat wat we in deze wereld hebben, we bezetten dat, maar we enen dat niet. God eent dat. En wat immer we hebben, wat immer ons is onvertrouwd worden, wat immer ons is geschonken worden, is ons doorop gegeven dat algemeen je nutzen zal zijn voor God in de gemeente. Voor God zijn rijk, dat er wat wiedergebied wordt. Dat we kan God zijn metarbeider zijn. En geven zoals God geven deed. God heeft een vrijlichen geven, heeft God life. Den heeft hij nog meer, zodat hij nog meer geven kan. Niet dat hij zijn $15 kan starten, dat hij zijn bankaccount kan dollar opvallen. No, hij zegt, hij geeft den dat hij geven deed. En Lucas 6, vers 58, zegt hij dat we zullen geven en dan wordt hij geven, zodat het wordt eeuwig taubschaderen en doeldragen en dan nog eeuwig. Hoe touw? Zodat we meer geven kunnen. Niet zodat we meer hebben. Nou, hij deed ons bedürfnis ervullen. En David zei, ik wie mal jong en nu zie ik oud, maar ik heb nog niet gezien de gerechte verloten, oder der kinderen, dat hij pracheren ging. Zie, God verzorgt voor zijn ene. En hij verzorgt meer als wat hij brokken. Meer als wat hij veelt voor zichzelf. Zodat hij aan anderen te geven. Dus we kunnen niet God zijn metarbeider zijn, wanneer we niet geven kunnen. We worden niet God zijn leven kunnen, wanneer we niet ervaren hadden dat hij gegeven had. Wat hij best gezegd had, hij leeft ons. Wat voor onderscheid we dat merken? Maar hij leeft ons zodat hij zijn ene zijn geeft. Zijn leven zo zeer dat hij zijn leven geeft. Dat hij ons eeuwig leven geeft. Dat hij ons zijn helden geest geeft. Dat hij ons zijn afgoed geeft. En nu zegt hij, zie God zijn metarbeider. Dat geven. Geven
von was wir sind, von was wir haben, was uns das anvertraut worden ist, das alles uns geschenkt worden. Spreche 11, Vers 18 sagt, wer über das Gerechte sät, wird einen sicheren Lohn haben. Wer gute Soot uitstraat, wird eine gute Ernte kriegen. Wenn wir geben, sagt er, wird ein Lohn sein dafür. In Matthäus 16, Vers 27, sagt er, willst die Menschen sehen, oder wann die Menschen sehen, wo mit seinen Engel taub und sehen vor der seine Herrlichkeit kommen, ihnen jeden Lohn geben, du noch, was er getan hat. Nicht du noch, was er taub geschafft hat. Du noch, was er getan hat. Du noch, was er gegeben hat. Du noch, was er gehorsam warst mit dort, was Gott am anvertraut hat. 1. Korinther 3, Vers 8 sagt, zwischen denen, die du planten dat, und denen, die du jäten dat, als kein Unterschied. Gott wird einen jeden nur belohnen, als er gearbeitet hat. Als die planten dat oder wateren dat, dort ist nicht der Unterschied. Dort ist Gott hat nicht so arbeiten, dort als wir hier vielleicht sein, was hier auf der Welt geht. Weißt du, wenn du ein Degree hast, und du ein gutes Amt hast, gut gelehrt hast, kriegst du viel dir betalt als ein anderer. Und Gott sein Rechenschaft hat nicht so dort. Und Gott sein Rechenschaft hat du nur, als du treu bist mit dort, was du hast, was Gott dir gegeben hat. Du nur als der Lohn. Als Jesus einen Tag im Tempel stand und bekickt sich durch, wo die bei der Offering-Box vorbeiging, und die schmeckten da alle Geld an, jeder einer kam in Jeff. Und auf einmal sagt eine Frau, die hat bloß 2 Cent. Und die schmeidet ihn an. Und darauf, da sie die ging und sagte, komm, check mal hier. Diese Frau hat mehr gegeben als alle anderen. Na, aber da hat ihr einen Calculator genommen und hat den Prophet gefragt, das würde ich geschafft haben. Willst du wieder so einen Teil an? Oh ja, diese Frau, uit ihrer Armut, hat alles gegeben, even was sie braucht zum Leben. Hat nichts für sich selbst gehalten, die hat alles gegeben. Die hat mehr gegeben als alle anderen. Meint ihr, wir sollen den letzten Cent geben? Nicht unbedingt. Bitte, wenn Gott uns das Hart leitet, wir sollen, dann ja. Ich schaffe mit einem Christoph Jahren 3, da haben wir eine Stadt gefahren, eine Konferenz, und er hat nicht genug Geld gehabt, den Gas anzuhalten, den 3 Baptistmärkten. Wir haben eigentlich vorhin gewasst. Und auf dieser Konferenz hat ein Opfer, Gelegenheit gegeben, ein Opfer zu geben für eine besondere Arbeit. Und Gott hat ihm das um Hort gelegt. Er soll alles in die Pfoten nehmen, was er da hat. Und er soll es alle geben. Na, was ich da? Na, wo wollte ich dann nach Hause kommen? Weil, er hat einiges gleich genug, um alles, zum Baptist zu kommen. So er wie gehorsam. Er nahm das Geld und lädt es in eine Klage nennen. Statt für Lothar, er tief nach Hause zu fahren. Ich habe einen anderen Bruder, einen Arm, und sagt er, hast du Geld an die? No, er sagt, ich kann nicht. Dann hat er sich auf die Pfoten und hat er was die gegeben hat, wie genug warst, dass ich Baptist kommen. Weil wenn er ein paar Cent an der Pfoten hat, dann hat er muss sein, ja, er hat was Geld an sich. Da habe ich gefragt, wie viel Geld er hat. Da habe ich gefragt, hast du was Geld an die? Und er hat gesagt, nee, weil er wie gehorsam warst, hat alles gegeben. Und hat Gott versorgt, dass ich Baptist komme. En fröhlichen Jewa hat Gott lief. Wer der Jaf dem wat gegeben worden. De gouden Mut. Dol je direkt, taub je scharat in een achter Everand. So sagt Gott, wat hij geven. Today, wat er geven.
Nicht die, was bloß wollen, für sich selbst alles beholen. Hebräer 6, Vers 10 sagt, Gott ist nicht eurecht, dass jene Worten in jene Leib verachten dat, oder vergeten dat. Die je in seinen Namen bewiesen, als die der Helge deinden und noch deinen. Gott wird jene Arbeit nicht vergeten. Er wird das nicht vergeten. Er sagt dort, wenn je dein, wenn je geben, von jene Zeit, von jene Goven, von jene Geld, von whatever das ist, Gott je aufgetreten hat. Gott leeft in Schafchen jewa. Ich bin so gesegnet und so dankbar, für wo Gott jünt sehen dat und wo je mitarbeiten tun, in dem, dass die geben. In all diese Jahren habe ich noch nie nicht nur Geld gefragt und gefragt, was sie würden geben. Hier ist große Bedürfnis, würden ihr please geben. Oder als fehlt es so neidig, würden ihr bitte mehr geben. Noch nie nicht. Wo wir nicht willst, Gott hat noch einmal versorgt. Gott ist treu. Gott ist gerecht. Gott leeft in Wellen, in Schafchen jewa. Mag Gott uns Gnade geben, in Frieden geben, zu geben. Nicht bloß hier, wo wir drauf kommen, aber wo immer du bedürftig sind, sodass die würden das Leib Gottes erfahren. Dass die würden fragen, warum der dort? Warum würde er mir geben? Ich habe dir noch nicht, was je geeft. Ich kann dir nicht mal drei toll, warum würde er mir geben? So, du bist auf ein Ding bestanden kommen, dort ist Gott seine Leib driften. Weet je, dort wat Menschen nur Christus bringen, wenn die sein, dort wie seine Mitarbeiter sind, er jaft, er hat gejaft, er jaft und er wird geben, und wie kann seine Mitarbeiter sein, indem dass wir geben. Als dat erst samen in de Mahlzeit geben, oder als dat erst samen in de Stube geben, wo die een verblijf heeft, als dat een andere weg is, wo met te helpen, met go wat God ons gegeven heeft, en anderen uit te helpen, wo immer het is. Waar we de goven, wat God ons gegeven heeft, brücken, ten zijn rijk wieder drehen, zijn noemen hoogheven, dat hij dadurch gepriesen wordt. Waar we nog te beten. Himmlischer Vater, du bist ein gebender Gott. Du bist keiner, was du mehr geben kann oder eben so viel geben kann, als du das. Wir können bloß von dort geben, was du uns gegeben hast. Dankeschön, Herr, dass du hast uns so gelebt, dass du hast den einzigen Sehen gegeben für uns. Und dann sagst du in den Wort, wo wirst du uns dann nicht alles mit am geben? Und du sagst, du hast die Gotteskraft hat uns alles gegeben, was wir brauchen, zum seilig worden und zum göttlichen Leben hier auf Erden. Dankeschön, Herr, dass du uns hast den Heiligen Geist gegeben. Und dass du uns Gnade gibst, jeden Tag, in alles, was wir brauchen, von Tag zu Tag, sodass wir können gute Worte tun, dass wir können geben. Du gibst uns mehr aus, was wir für uns selbst brauchen, sodass wir geben können. Dankeschön, Herr, für das gute Vorbild, was du uns hast hingelassen. Und du sagst, wir sollen deine Fußstapfen nur folgen. Help uns, Herr, dass wir würden mehr treu sein und geben. Wo immer du uns gelegen hast, wo immer du uns wiesen hast, wo wir sollen geben. Wo immer du uns Hort leihen hast. Dus dein Wort sagt, dass jeder in sein Hort sich dort hat gedacht. Weil du da hast Hort noch gleich. So soll er geben. Nicht, weil sie gedwungen ist. Nicht bloß, weil es ein Bedürfnis ist. Aber weil es ein Mitarbeiter Christus ist.
dat we willig zijn te geven van wat du ons gegeven hast. Dankzij, Herr, voor wat du versprochen hast. Dat du was geven te die wat du geven doen. En du was belonen al die wat du werkelijk van harten geven doen. En dat du best gewaar wat we doen. Dankzij, Herr, help ons dat we mochten trouw zijn met dat wat du ons anvertrouwd hast. Dit beten we met dankzegging in Jezus' naam. Amen.